Tief unter der Erde geht das Abenteuer weiter. Hier bei Yu-Gi-Oh! 5Ds, Master of the Cards, im Bifröst, wie es aussieht. Okay, also Bifröst habe ich ein bisschen anders in Erinnerung. Ich sage nur Tor 1 und Tor 2. Aber egal. Ja, Tor 2 dürfte gerade etwa auf Blue raus sein und so, nicht wahr? Aber ist ein anderes Thema. Jetzt aber drehe ich mal zurück hier zum Spiel. Also die Hintergrundkulisse sieht ein bisschen so aus, als wäre ich in einem Unterwasserlabor. Erinnere mich ein bisschen an Anno 2070, nicht wahr? Und naja, also... weiß auch nicht so. Also irgendwie ist das Ganze noch ein bisschen crazy. Vor allem, wieso sind die ganzen Gegner hier? Mein Transcender verstehe ich noch, aber der Rest? Wieso ist der hier? Das ist irgendwie crazy. Naja, egal. Leute, wir haben noch was anderes zu tun. Und zwar müssen wir unbedingt noch mehr Karten einkaufen. Unser Deck ist einfach noch viel zu schwach, was die Basic betrifft. Und deswegen... Genau, brauchen wir mal mehr Basic Packs. Jetzt aber natürlich auch noch ein paar andere Karten, die auch ganz nützlich wären. Zum Beispiel 5 hiervon. Wir haben genug. DP, naja, so will jetzt gleich auch nicht mehr, aber ist egal. Alter, 200 DP kosten so ein Pack. Ist ja übel. So, mal kurz angucken. Was haben wir jetzt bekommen für tolle Karten? Komm schon, Synchromonster seid ihr. Der Verbündete der Gerechtigkeit. Hab ich auch mal gespielt. Kann man, glaube ich, ab und zu mal machen, aber generell, naja. Cyberdrache ist da endlich! Alter! Ich dachte schon, ich finde den gar nicht mehr. Schwarzes Horn, okay. X-Saber Awesome. Und Grauwächter, oh. Komm schon, wo ist der rote Sterndrache? Wo ist der? Der rote Sterndrache, Quatsch, der majestätische rote Drache, so rum. Das kann wohl noch dauern. Yep, das wird noch dauern, Freund. Ach du Scheibenkleister. Immerhin ein gutes Monster. Na, wo bist du denn, Cyberdrache? Hier bist du. Ja, was, nur zweimal drin? Okay, fällt noch einer. Und dann gehen wir mit 2 zocken. Für erst geht natürlich auch einer bloß. Gerüder Grüber, aber leider gerade nicht zur Hand. Ist natürlich ein bisschen doof. Egal, wir schon irgendwie hauen und funktionieren. Yep. Doch, das müsste soweit ganz gut gehen. Genau, der Verbündete, falls diese Karte gegen ein nicht finsteres Monster kämpft, zerstört das Monster, um die Schadensberechnung durchzuführen. Das ist doch mal ein geiler Effekt, Leute. Kann man durchaus ab und zu mal gebrauchen. So, jetzt aber erstmal noch was anderes. Und zwar... Frage ist jetzt, welchen Pack drin war ja. Ich glaube hier. Versuch's mal so. Komm schon, ich brauche 3 Riesenbazillen und ein paar mystische Tomaten. Wo seid ihr denn bloß? Materietransporter. Der Trugbildrate, ja, ist klar. Ja. Sind natürlich alles hübsche Karten, keine Frage. Reflektorlump. Aber nicht, dass ich das unbedingt brauche, komm schon. Guck mal, das liegt Mutter Grizzly, na toll. Die Wasseralternative. Ach, Verzweiflung, ja, Verzweiflung langsam auch. Katzenschien ist klar. Verbrecher, du. Ach, das war noch Zeit, ne, und ich spielen konnte. Riesenbazille! Na toll, eine. Einer bringt mir gar nichts. Na, wo ist sie jetzt? Wo ist sie? Obwohl, haben wir bereits es aussieht. Wir haben einen bekommen. Aber bereits 3? Das wäre geil. Momentchen mal. Also, das kann ja so nicht ganz stimmen, Leute. Da ist irgendwie ein Fehler in der Matrix. Warte mal ganz schnell. Deck bearbeiten. Jetzt wollen wir was. Dankeschön. So, dann mal nach Filter. Hätte ich gerne mal die Effektmonster. Wo sind denn jetzt alle? Hier meinen Cyberdrachen. Sehr gut. Wenn Cyberdrache 2 noch, kann man uns gegen angreifen. Okay.
Naja, Cyberdrache 2 bringt es nur dann, wenn ich irgendwie ein Cyberdrachen-Deck speziell hätte mit Fusionen etc. Aber das haben wir nicht. Nö, sowas haben wir nicht. Ja. Irgendwo unsterblicher, voll krass, ey. Wäre eigentlich mal eine Idee, wa? Obwohl, nee, war auch eine Spielfeldzauberkarte und so. 10 Sterne ist auch nicht schlecht. Naja, egal. Also ganz mal anders. Nö, das mal so. Ich hätte aber gerne noch nach Angriffspunkten sortiert. Finde ich auch besser, dass wir gerade suchen. Aber hier viele starke Karten. Weiße Nachtdrache, ist klar. Wow, 3000 Punkte und mehr, das ist anders übel. Auch nicht übel. Okay. Was haben wir hier unten noch? Wo sind sie denn jetzt? Wo sind sie denn? Komm schon, 1000 Punkte, wo seid ihr? Tatsache, wir haben bereits 3 Riesenbazillen. Ist das geil. So weit, so gut. Aber ja, eine mystische Art haben wir immer noch nicht, aber die mittlerweile übersehen. Kann natürlich auch sein. Nö, hier ist überall noch nichts davon. Uwe-Schildkröten 2, ist klar. Und du kriegst auch schon zweimal. Aber nee, die Riesenbazille, die fehlt immer noch. Scheibenkleister. Was machen wir da jetzt? Genau, wir gehen mal auf Synchro. Und fügen da mal den hinzu. Sehr schön. Sternschardrachen zweiten. Ja, wieso nicht? Kann man ja immer gut gebrauchen. Untergrundspinte brauchen wir nicht. Nee. Der Rest müsste eigentlich so stimmen, obwohl Gedanke der Sternunterwäldler. Ja doch, wieso nicht? Schlecht ist es sicher nicht. Du. Okay, nee, dann doch lieber nach Kartenrand. Dann nach Zauber. Jetzt ist so die Frage, was haben wir jetzt da Spezielles noch gehabt? Ich glaube, nichts Besonderes. Oder vom letzten Part vielleicht noch? Ich überlege, aber fällt gerade so nichts ein. Die Kristallkarten, ja, ist natürlich schön zum Anschauen. Wo war denn das jetzt? Irgendwo und irgendwie hatte ich doch da was. Das ist doch Schicksalsziehen hier, genau. Tja, Vielfalterschein, hier ist auch im letzten Part noch, genau. Zeitkanal, brauchen wir auch nicht, ja. Der ist also eher weniger etwas für uns. Wie sieht es denn mit Fallenkarten aus? Und zwar ein bisschen an der Verboten limitiert sortieren, so ein bisschen Schleuer. Ja, Crash Fallenkarte wäre natürlich optimal, aber nee, wollen sie ja scheinbar nicht. Der wäre bereits im Deck. Den Rest braucht es nicht wirklich. Irgendwie aber doch noch den Materietransporter. Wäre der eventuell noch etwas? Mal schnell den Effekt anschauen. Hier ist er. Ja, eben das Problem. Wähle ein offenes Monster, das du kontrollierst, entfernst bis zur Endphase des Spielzugs aus dem Spiel. Obwohl andererseits könnte zum Beispiel auch ein Sternstabdrachen retten, wenn zwischen der Gegner wieder mal so ein Dimensionsriss so ein Mist hat. Die Pyramide des Lichts. Ja. Fluch, nee, auch nix. Also Leute, dauert gerade wieder ein bisschen. Ich weiß, dass ich leider immer so eine Sache, ein neues Deck aufrüsten möchte. Ah, hier ist sie doch. Straße zum Sternlicht. Sondern man kann ihn kontrolliert zerstören würde. Ja, die Karte. Nee, wisst ihr was? Machen wir eher weniger. Ich packe sie aber sicherheitshalber mal ins Side-Deck rein. Man weiß ja nie.
So, wir sind fertig, geht's unser Deck. Ja, ihr seht schon, ein paar kann zu viel. Das mal Zauber sind es 13, das stimmt. Fallen sind es 8, das sind mir ein paar zu viele. Nach ein paar sagen wir eigentlich nur eine. Ja, eigentlich wäre der langsam ein Fall, aber ich finde eigentlich auch noch ganz gut. Die Nation eigentlich auch noch. Oh, Scheibenkleister. Ja, mal den raus. Zauber 13, das passt so. Gut, Monster, wa? So machen wir es jetzt mal nach Sortieren nach der Power. Geil, das Dunkel Wind ist natürlich immer eine coole Karte, weil ich öfters mal so Situationen habe, wo ich keine Karten mehr auf der Hand habe. Der Mega Cyber. Ich habe jetzt auch 3 Riesenbazillen plus einen Cyberdrachen mehr. Ich würde den Empfänger gerne behalten. Im Großen und Ganzen. Die Frage, wäre jetzt für die Kriegerlady raus? Ja, würde ich schon sagen, wa? Mein Support und die Kriegerlady ist ja ganz schön, ganz cool, aber ich habe einfach zu wenig Power, dass ihnen etwas bringen würde. Vor allem mit nur einer natürlich ein bisschen doof. Geisterwache, ja, lass mal drin. Kommt der jetzt mal raus. Saborg ist ein Tributmonster, stört ein Monster auf dem Spielfeld, kommt auch mal raus. Der ist eigentlich oftmals eine gute Idee. Da wäre einfach noch den raus, weil mir auch dazu noch ein bisschen der Support fehlt. So, das Empfängnis Stufe 2 ist das gut. Hier sowieso mehr Monster zu rufen. Also momentan auch noch drin in geschütztem Krieg, weil ich noch ziemlich viele Kriegermonster habe. Ja, will mal sagen, lassen wir es mal so, wa? Fürs Erste und gucken mal, wie sich das Deck jetzt gerade so aktuell spielen lässt. Tschu. Na dann, Leute, wir haben noch etwa 10 Minuten Zeit. Das wird eigentlich reichen, um das Deck ein bisschen zu testen. So, und dann kommen wir nicht weiter. Also gegen Blister. Was macht der denn gerade hier? Sei vorsichtig, Michael. Dieser Odin, das ist kein normaler Mensch. Die Technik in dieser Einrichtung. In der Stadt gibt es nichts Vergleichbares. Wie können sie so etwas nur bauen? Ja. Erstmal vernichtet natürlich. Aber ist eine gute Frage. Und Bams. Nochmal. Und der Rest ist auch futsch. Ja, so schnell kann es gehen. Rendsburg, Ehre des Ritters. Was will denn der jetzt schon wieder? Frag mich, was es mit diesem Turnier auf sich hat. Ah, Michael, kann ich auch mit irgendwas dienlich sein? Was, Sie wollen schon zu duellieren? Haha. Weil was hier passiert, wohl lernen, wie man Niederlagen akzeptiert? Wie nobel. Sehr gut. Wir haben beide diesen hohen Ziel. Ich hätte mich mit euch duellieren. Kommt. Ja, ist klar. Er will unbedingt auf die Schnauze haben. Kann er haben. Ups. Okidoki, Leute, es ist Zeit für ein Duell. Mit Synchro, 2.1 eigentlich mittlerweile, aber egal. Ich bin der Eisenritter Rendsburg und bereit zum Kampf. Ja, aber das Schwert, geil. Dann gucken wir mal. Und da kommt ja auch schon unsere erste Riesenbazille. Das sieht schon mal sehr gut aus. Jetzt mal eine Karte verdeckt. Sprich ein Monster deckt und eine Karte verdeckt und beende meinen Zug. Komm und zeige dich, mächtiger. Was ruft er da? Ein Kameradschwerkampf von Lenster, ist klar. Okay. Bin gespannt. In den Kampf, Mann! So, mal ganz kurz. Ich sehe da irgendwie einen Effekt. Also, gemeinsam mit der Starke nicht bereits. Was ist denn das hier? Ah, so, alles klar. Ja, sollst du angreifen. Greif nur an. Tja, komm, das war dummerweise meine Riesenbazille. Und die wird ja gleich ein bisschen Schaden machen. Tut mir leid. Was? Ihr habt mich arg unterschätzt, Mann! Mann. Ist klar.
Zack. Und gleich kann ein neuer Riesenbazillen aufs Feld. Yeah, Mann, ich liebe die Tyler. Die Bazillen sind zurück. Ja, es wären echt nur noch 3 mystische Tomaten und ich hätte mein Deck beinahe perfekt zusammen. Dann habe ich noch einen zweiten Cyberdrachen und da kann ich anfangen, das Synchro-Deck neu zu ordnen. So, dazu gleich mehr. Alles klar. Als erstes spiele ich Rose, die Kriegerin der Rache, im Angriffsmodus. Da habe jetzt Zeit für eine nette kleine Synchronisierung. Und zwar stimme ich sie auf die beiden Riesenbazillen ein und rufe als Synchro-Beschwörung den allmächtigen Sternstaubdrachen. Eine Kriegerin plus 2 Bazillen. Die Mega-Entwicklung. Geil, was? So, noch das Problem, Leute, das ist mir schon klar. Aber dazu kommen wir gleich. Ich brauche jetzt mal ein bisschen mehr Power noch. Und zwar mit freundlicher Wohltat. Eventuell. Ja, oder eher weniger. Leg mal die 2 ab. Ach, du Scheinklasse machen hier. Den abwerfen, den beschwören. Dann den zurückholen mit der Karte. Alles klar, das wird funktionieren. Aber erstmal, zack, Zug beendet. Der Schwertkämpfer von Lenz. Ah, ne, ein Kamerad-Schwertkämpfer. Genau, ist nur ein Kamerad, nicht der Original. Der Original ist ja viel schwächer, ist das Problem noch dabei. Na toll. Greif keiner an, was soll der Mist? Nochmal einstimmen, nicht Stufe 7 nachher. Und keine Pflanze vom Friedhof und Effekt im schwarzen Rosen. Da wäre jetzt so geil, jetzt kann ich den schwarzen Rosendrachen rufen. Mit den beiden. Kann ich die mega synchronisieren. Was heißt synchronisieren? Quatsch, natürlich könnte ich den Effekt nutzen. Mystische Tomate entfernen. Angriffspunkt auf 0 setzen. Wäre geil. Ja. Also Scheibenkleister. Obwohl, ich kann noch was sagen. Ah, genau, ich Trottel. Mann, oh Mann, jetzt einfach ein neues Synchromonster. Genau. Alter, ging das so lange mit. Also manchmal, teilweise, also Cyber nicht echt. Ein bisschen Leben überlegen. Hier kommt der Zombie. So, und dann nochmal synchronisiert. Und zwar zum Verbündeten der Gerechtigkeit. Katalysator. Ach nee, heißt anders. Fluxkompensator. Nee, auch nicht. Katastor. Dankeschön. So, jetzt aber. Katastor vernichte sein Monster. Nö. Kein Bock drauf. Sternstaubdrache, los geht's. Du bist der King im Ring. Oh, scheiße. Was, der hat echt irgendwas gegen mich, wa? Mache das. Ist der im Friedhof ja keine Monsteranimation so etwas? Nur Schrei der Untoten, was ich erst noch ziehen muss. Toll. So, geh erstmal zurück. Back from the grave, sage ich dazu nur. Zack, da ist er wieder. Yeah, man. Okay, Wensberg. Du nervst langsam ein bisschen, Kumpel. Warum ich jetzt mehr Zerstörungszauber kann und so Karten wie zum Beispiel auch Blitzanschlag, genau. Fast genauso gut. Ich aktiviere Goldener Sarkophag. Jetzt natürlich die Frage, welche Karte wähle ich jetzt? Soll ich Riesentornado wählen, sicherheitshalber? Oder man kann auf Münster Sterndrache. Hier und so. Nee, come on. Riesentornado, passt schon. So, und die drei kommen wir das momentan noch in Ruhe. Die kommt ja später zum Zuge. Alter, dann rufe ich in einen Zug rufe ich diese 2 Monster auf. Das wird dann richtig krass. Ich hoffe, ich kann noch dazu. Na dann. Kartenzerstörung. Alles klar, nicht schlecht. Und der Zug mal beendet.
Sag mal, Lorenz, wo erwartest du eigentlich? Da hat er echt nur ein Monster? Kann doch nicht sein. Das war irgendwie klar. Oh Mann, ey. So. Nochmal ziehen und da kann auch schon der magische Breaker. Der magische Brecher, der bricht alle Knochen. Tja. Und jetzt Zeit, und zwar für Riesentronade. Och nö, come on. Ja, klar kann ich das machen, aber nee, also ich will ja schon angreifen. Hallo, was soll denn das sonst? Was für ein Mist, Freunde, was für ein Mist, wa? Egal, mach ich die Super-Kombo. Scheiß drauf. Was ist schon wieder? Okay, gar nicht. Mann, ich trottel, geht gar nicht. Super-Kombo. Break ruiniert's mir ja, stimmt ja. Der kleine Typ ruiniert's mir ja. Vielleicht ein bisschen doof. Ach, was soll's. Breaker! Direkter Angriff. Direkter vor allem. Ja, stimmt schon. Direkter Angriff ist ein Monster. Den Kameradschwerker von Leinster. Was soll das denn sein? Deine Niederlage um 1000 Punkten. Sternstabdrache, los geht's. Das sieht doch nice aus. Und tschüss, Mann. Wow, voll bestrahlt. Na dann, du alter Knacker. Das reicht fürs Erste. Er wird untergehen. Dank unserem Sternstaubdrachen. Yeah. Och, nur nicht schon wieder. Also das ist jetzt wohl ein schlechter Witz. Das ist tatsächlich einer. Wieso hat jetzt... Er hat doch wieder 2 Zauberkarten. Er hat doch wieder sein neues Monster. Ich verstehe es nicht. Ist mir zu hoch. Na, die Synchro. Guck sich mal einer an. Schade, das ist keine Schnellzauberkarte. Es wäre so geil. Egal. Zack. Und die Karte, die ich wähle, ist... Genau. Macht der Schwerter. Also, Lichtschwert natürlich. So, erstmal ruft er eine Spezialbeschwörung, indem ich mal ganz kurz ihn hier abwerfe. Dann rufe ganz schnell mal meinen Geier zurück und rufe ihn zugleich als Normalbeschwörung. Man nennt der kleine Dreier-Kombi. Gar nicht mal so übel, was? Die Kombi rockt, Freunde. Na dann, Sternstaubdrache. Los geht's und vernichte sein verdecktes Monster. Und nun trickreicher, direkter Angriff. Was soll das denn sein? Aber schon mal gesagt, Alter, es ist eine Niederlage, die endlich mal überfällig ist. Und zwar mit dunklem Speerstoß. Direkt in die Brust. Oh, ich hatte keine Chance, Mann. Nicht die geringste. Yeah. So, Freunde, das ist die Power unseres neuen Speed-Decks. Naja, ist noch nicht ganz perfekt, aber es geht schon in die richtige Richtung. Mit einmal haben die Schmach erlebt, woher entstammt eure Kraft? Nein, sprech nicht, ich möchte nicht neugierig sein. Bist du aber. Und tschüss. Neugierde muss bestraft werden. So, Freunde, das war's für heute wieder mal bei Yu-Gi-Oh! 5Ds Master of the Cards. Im ersten Part geht's dann hier weiter. Und ja, muss man gucken, wie wir hier weitermachen, weil ihr seht schon, da rechts kann man nicht weiter, weil die Plattform zerstört ist. Und links ist ein Speerfeld. Also, es könnte lustig werden. Im nächsten Part hier bei Yu-Gi-Oh! Master of the Cards. 5Ds, genau. Oder etwa so. Egal. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.